Willkommen zurück, Freunde, vor den Toren von Tabula Rasa oder Tabu Rasa, wie auch immer, bei Breath of the Wild. Jo, mittlerweile sind ja Goronen hier, Gerudos auch, und die Frage, die uns alle beschäftigt, ist, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Was fehlt noch alles? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jo! Hallo! Du hast einen Gerudo gefunden, der uns hilft. Vielen Dank! Mit dem Handumdrehen meine Arbeitsklamotten geflickt. Jetzt rührt sie auch noch ganz wunderbar. Und die haben eine laute Powder, also das passt also auch. Ne, können Sie eine Boutique eröffnet. Als nächstes, ja. Ne, Unterkünfte, dann kannst du noch 3 Nationen besorgen. Dann braucht noch so viel oder muss langsam farmen gehen? Muss langsam farmen gehen, super. Ich hab kein Holz mehr vor der Hütte. Gar keins mehr? Nicht so blind. Ich bin, glaube ich, blind. Nope. Hab echt keins mehr. Krass. Okay, sie hat eine Boutique eröffnet. Ja, ich sehe schon, da ist Wüstenschulterschutz. Nur frage ich mich, wer sollte hier überhaupt einen Wüstenschutz brauchen? Wir sind ja nicht gerade in der Wüste. Irgendwie helfen? Savak. Ja, gut zu beherrschen. Noch an mich. Ich bin's, Powder. Seine Klamotten riechen? Ekelhaft. Ja, gut. Ja, die Auswahl ist noch begrenzt, muss ich zugeben. Wie wohnt die Gute überhaupt hier? Ja, okay, kochen, Das ist eine schmale Treppe übrigens. Vor allem kein Geländer, nix. Ja, das ist eine hübsche Aussicht. Die Fans sind cool, wa? Wenn er von außen noch von innen kann man durchgucken. Wow! Alter. So. Haben wir da. Butter, Wild. Das könnte Milch da rechts sein und Gewürze. Ich glaube, hätte sogar alles. Diese ganzen Fertighäuser, wa? Aber egal. So, was ich ganz kurz testen will, natürlich. Gar nicht mal so übel. Alter. Hab echt alle aufgebraucht. 30 Stück wollen die. Okay, ich glaube, wir machen Offscreen. Das klingt irgendwie vernünftiger. So, hat schon mal hier. Wir können natürlich auch gleich noch das mit den Amiibos erledigen. Wir haben das mit der heutigen Aufnahmesession auch getan. Moment. Ja. Bis kurz in die Ecke greifen. Die Amiibos besser positionieren. So. Macht er auf. Gut. Kann natürlich immer gut gebrauchen. Skyward Sword. Noch ein Königsschild. Todesfall. Und für sowas gehen wir ein Schwert drauf, wa? Für den Apfel vor allem. Ah, natürlich nur ein paar Rubine. Okay, gut. Da kann man natürlich nichts dagegen sagen. Machen wir weiter mit Twilight Princess. Wo ich beinahe erschlagen wäre, dann schlecht. Erschlagen von Twilight Princess. Ein klein wenig nach nassem. Mal ganz kurz. Freunde, wir haben ein komplettes Set.
Twilight Princess! Oh, yes! Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass ich dann noch Twilight Princess erst zusammenkriege. Finde ich aber sehr geil. Ich finde es, glaube ich, sowieso... Ja, neben Skyward Sword gefällt es mir persönlich am besten. Auch in der Frisur, weil das Ocarina of Time und so... Ja, der andere war ein bisschen, wie ich finde, ein bisschen zu perfekter Scheitel und so. Natürlich auch generell die Montur oder natürlich die Jahre auch ein bisschen detaillierter geworden. Ja, der muss da drin bleiben. Dann fehlt noch der Wind Waker. Und merken wir uns, ich brauche künftig schattenmäßig nichts mehr zu machen. Das komplette Schattenset. Wie geil ist das denn bitte? Ah, nee, dieser scheiß Boomerang schon wieder. Oh yes, the Hero of Shadows. Also, mehr oder weniger. Oh, passt aber auch relativ gut. Egal, komm, lassen wir so. Shield passt schon. Ja. Höchstwahrscheinlich werden wir in diesem Set gegen Ganon antreten. Zum letzten Mal, wenn es soweit ist. Bis dann natürlich noch ein paar andere Dinge zu tun. Und zwar, jetzt lassen wir ganz kurz gucken. Ich bin ja jetzt eigentlich noch auf Akala. Na gut. Haben wir zwar nicht vergessen, aber... Das mit dem Orni mache ich erst später. Die restlichen Teile mal suchen, wa? Stall des Waldes. Da könnt ihr mir mal ganz kurz importen und die zumindest schon mal ein bisschen so in Angriff nehmen, wa? Ich meine, warum nicht? Man könnte durchaus schlimmere Ideen haben. Von nichts nach oben springen, das kostet allerdings viel Ausdauer. Jo, das ist nichts Neues für uns. Wir haben sowieso viel Ausdauer, also null Problemo. Miro Zui Schrein. So, dann ist der hier in der Nähe, genau. Egal, damit kann man es irgendwie so bekämpfen. Waren nicht hier irgendwie damals so ein paar Monster, die mir jetzt auf den Sack gingen? Also, Link natürlich auf den Sack ging, ne? Wohlgemerkt. Ich hab da irgendwie so ein Déjà-vu. So, Link wäre froh, wenn du hier irgendwie stehen könntest. Okay, kann natürlich nicht. Dann muss man es halt ganz locker so machen. Moment. Den roten Moment abwarten. Jetzt! So. Oh, servus. Ich dachte, das sieht irgendwie etwas so ganz crazy aus. Aber so total crazy. Guck. Dazu. Nö. Hey. Ja, komm nur, komm schon. Torero. Ein bisschen Fehlkumpel. Wo kommst du mit her? Und tschüss. Tja, und überall her kommen sie, wa? Die machen sich Schwertholzfällen. Da kann man immer machen, wa? Alter, ich glaube, Fei hätte nicht so viel Freude dran. Naja. Oh, Regen, okay. Krog? Nö. Na komm, du willst... Soll es Teile nehmen?
Moment, das wäre jetzt nicht so geil. Entschuldigung, bin am Trainieren. Kleines Stückchen Edelwild, perfekt. So, der Stall. Der Stall des Waldes. Beim Teutates. Fuck. Ist der bereits schon weg? Ne, du nicht noch. Okay, mit einem Schuss erledigt, dann schlecht. Normalerweise waren da irgendwie zwei Schüsse. Was zum... Das ist meine bodenlose Frechheit. Ja, komm. Ja, super. Treffe ich doch so nicht. Egal, komm. Das ist zu doof. Aua! Trotzdem wohl getroffen hat. So, wie sieht's aus? Können ein bisschen rötlich werden. Können nochmal mit Gunnern zu tun haben. Ja, super. Und da bin ich am Start. So, irgendeine Extra-Ausgabe wird wohl die hier sein. Klettis Gerüchteküche. Was ist die Gerüchteküche? Die geheimnisvolle Krogmaske. Klappen an süße Stimme klingen lassen. Ja. Soll sich im Schlund eines furchteinflößenden Baumes in einem Wald versteckt sein, der alle Besucher in die Irre führt. Ja, logischerweise, ja, kann man schon vorstellen, welchem Wald. Super. Ja, ist ja klar, in welchem Wald es ist, aber... Im Schlund eines furchteinflößenden Baumes in einem Wald, der alle Besucher in die Irre führt. Im Schlund eines furchteinflößenden Baums. Ich meine, denk halt mal darüber nach. Theoretisch ist der Deku-Baum ja furchteinflößend. Ich meine, das Wald der Crocs ist klar. Aber dass ich hier nochmal überall durchgehen muss, nur weil es vielleicht irgendwo so ein kleiner Baum ist, der vielleicht ein bisschen furchterregend aussieht. Also, ich hoffe mal, es ist der Deku-Baum damit gemeint. Wäre cool. Wenn schon mal ganz schnell war. Wenn es nicht der ist, dann muss er halt sonst mal irgendwie ein bisschen gucken. Aber ich glaube, wir machen nachher wieder mal einen der zwei restlichen Schreine für Daugs Prüfung, sprich die Ballade von Daug. So, ich habe zwar ein paar neue Crocs, aber glaube ja, mich zu erinnern, dass es nicht reicht für ihn, war. Ich muss tanzen! Okay, drucke. Ja, aber... Nee. Ja, die Schildtasche ist glaube ich die kleinste, oder? Also, die kleinste. Die Tasche, bei der ich jetzt am wenigsten Samen gebraucht hätte. Ah, nee, der geht. Okay. Ja. So. Sehr schön. Sehr gut, dankeschön. Nee. Ein anderes Mal, wenn ich ein paar mehr Crocs zusammen habe. So, ich weiß, er ist noch DLC. Nein! Scheiße! Du sagst, du hast eine Stimme gehört? Aha, so. Die sagte, die Zeit sei gekommen. Dann lass mich dir erzählen, was ich von der großen Prüfung weiß. Du hast jetzt zwar das Masterschwert zurückgeholt, doch sein wahres Licht ist noch nicht erwacht. Die Prüfung des Schwertes dient dazu, eine Eignung festzustellen, des wahren Lichtes Herr zu werden.
Es ist eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht. Ja. All deine Waffen und Rüstungen werden für diese Prüfung versiegelt. Du musst dich unbewaffnet stellen. Wenn du diese Prüfung mit Weisheit und Mut bestanden hast und ohne Kraft, dann wirst du wahrhaftig der Gebiet des Masterschwerts sein. Du scheinst wirklich sehr empicht auf diese Prüfung zu sein. Nun, Link, dann steckt das Masterschwert zurück in seinen Sockel. Nee. Link, lass das. Nicht jetzt. Wow, meine Fresse, das ist knapp. Ja. Scheiße, macht das nach den ganzen Balladen-Deals, oder macht das dazwischen? Ich glaube, es dauert länger. Wir müssen sowieso ein-, zweimal probieren, wa? Da kann man was, klar, wir können es in der nächsten Folge mal testen. Was aber sowieso gut, weil ich glaube mich zu erinnern, dass das Masterschwert damals nach 2 Titanen geholt habe und nach 3, nee, nach 2 war. Obwohl, so Mife hatte ich schon und danach, ja. Ich glaube, so war's. So. Was? Was war das? Waldschrat vom Waldschrat. Okay. Man sieht aber auf den ersten Blick, die haben keine Krogmaske, die ich suche. Wo ich hergekommen bin. Es hieß doch im Schlund eines furchteinflößenden Baumes. Ja gut, alle besuchen die Irre für. Klar, ich bin ja hier eigentlich schon mitten im Wald selbst drin oder hier für mich keiner mehr in die Irre. Also schon gut möglich, dass ich hier bereits zu weit bin und wieder an den Anfang zurück muss. Super. Gut. Aber ja, das machen wir ein anderes Mal. Jetzt mal gucken, welche Schreine habe ich noch nicht gemacht. Irgendwelche Ziele klingt so, also, ja, das ist das Truhensymbol, habe ich also auch schon alles gemacht. Hier fehlt offenbar noch eine Truhe, aber ich wohl damals irgendwie verpennt oder so. Habe ich auch, der fehlt noch. Machen wir den erstmal, wa? Weil so wie ich mich einschätze, könntest du aus dem Rest des Parts in Anspruch nehmen und dann, ja, können wir noch entscheiden, weil wir im nächsten Part oder machen wir im nächsten Part erstmal noch die letzte Prüfung, plus wir noch 1, 2 DLCs zum Angucken. Sprich da, wegen diesen Masken-Dingsbumsen, dass wir da halt nochmal die Stelle abgehen und, ja, Stelle, und dort halt jeweils noch Informationen einholen. Und erst danach nochmal den Feuertitan machen. Und nachdem dann... Oh, stimmt, bin ja wieder im Feuerbereich. Plötzlich fängt der Anzug des legendären Helden an brennen. Das ist auch nicht schlecht. Und dass wir... ja, quasi erst die Ballade von Darok abschließen, bevor wir uns zur Ballade von Rivali begeben. Sprich, bevor wir uns in Orne begeben, dass ich dann noch die Prüfung des Schwertes mache. Könnte man sich so überlegen, wenn ich ehrlich sein soll. Willkommen, Pilger, mein Name ist Rino Himika, du wirst geprüft. Ja gut, dann sagen wir mal, worum es geht. Flammenschutz. Willst du mal verarschen? Ich meine, hallo, no brennen. Was willst du mehr? Wer macht trotzdem Schaden? Sag ich ja. Das sieht seltsam aus. Moment. Okay, explodiert nicht sofort. Guck mal an. Sehr faszinierend. Oder auch nicht. Doch, natürlich schon. Da dort unten, okay. Fragen wir eigentlich, ob ich dann noch irgendwas machen muss, darf, soll, könnte.
so einer. Hm? Dann natürlich wieder mal so einer. Nimm den mal mit. Beziehungsweise kurz gucken. Ja, so. Hä? Man kann ernsthaft, wozu brauche ich überhaupt einen Flammenschutz? Für den Fall, dass man eine Rüstung nicht hätte? Ah. Oder vielleicht auch hierfür. Moment. Ja, das ist wohl so. Oh, scheiße. Prüfung vorbei, Held tot. Ganon siegt. Ganon, Entschuldigung. Doch, Ganon. Ja. Also Ganon gesagt, aber dachte, ich hätte Ganondorf gesagt, deswegen. Aber Ganondorf, das, keine Ahnung, was mit dem ist. Ich hoffe mal, dass irgendwann mal noch eine Erklärung dazu gibt, was vor Breath of the Wild geschehen ist, beziehungsweise, wir wissen, was vor Breath of the Wild war, aber was vor den 10.000 Jahren vorher war. Oder vielleicht mal irgendwie ein Spiel dazu, oder was auch erklärt. Also ich wünsche mir im Prinzip mal noch ein Zelda-Spiel, was uns zeigt, irgendwelche Ereignisse, und am Schluss des Spiels sehen wir den Grund, wieso die Sheikah sich entschieden haben, diese Titanen zu bauen. Also nee, den Grund wissen wir, ihr versteht schon, ne, dass es ein bisschen darum geht, dass wir auch sinneswirklich aktiv dabei sind und so weiter, und ja. Und vielleicht sogar natürlich ganz cool mal wäre, wir wissen nur aus Erzählungen, wie vor 10.000 Jahren da die Ganon von den Sheikah und Titanen plus Reckner auf die Fresse bekommen hat. Aber das noch anzugucken, das wäre sicher auch episch. Okay. Übrigens natürlich immer, wenn ich sage, ja komm, Waffe nehme ich nicht mit, oder lasse ich da, wie auch immer. Irgendwie auch ein bisschen doof, weil die Schreine im Prinzip so markiert sind wegen, ja. Wow, knapp. Ich hätte es nicht richtig gemacht, versteht ihr? Und das will ich ja nicht. So. Das wäre Fujikato. Komme ich nochmal zurück oder habe ich ein kleines Problem? Ich habe ein kleines Problem. Nee. Lande ich jetzt wieder? Okay, wieso warten wir? Ich hoffe, das geht, sonst muss ich auch nachher... Müsste eigentlich hoch genug sein, wa? Jo. Sehr gut. Ein Truhe haben wir. Ich glaube, es wird die... Oh, das sieht nicht gut aus. Jetzt mal verarschen, kann ich einfach so rüber. Tschüss. Kann das sein, dass ich mir ein bisschen zu einfach mache? Ja, was irgendwo unten an der Truhe versteckt, wenn wir natürlich grandios abkotzen. Das natürlich auch. Ne, jetzt will mich grandios abwackeln, wenn ich jetzt da, nur weil ich quasi zu bequem dafür bin, mir die richtige Lösung zu überlegen, beziehungsweise zu testen, wie es Entwickler gerne hätten, dass deswegen irgendwas verpassen würde. Okay, nee, ist wirklich nichts. Gut, ich glaube, ich kann es auch zurücksetzen, oder? Geht das irgendwie? Okay. Das ist irgendwie automatisch gemacht. Ach! Ja. Nö, nicht Ganon wird den legendären Helden erledigen. Nee, es wird Furzpiep normale Lava sein. Mensch. So. Gib mir das Zeichen. Moment. Gib mir das Zeichen. Moment. Ich wünsche Momento. Du sollst bekommen. So, genug davon. Ein Prüfung gemeistert, du bist der Held, der jedem gefällt.
Naja, wissen wir, komm, mach hin. In einer guten Hylia, vielleicht ein Zeichen von Rudania. Fehlt nur noch eines. Zeichen Rudania. 2 Stück. 1 fehlt noch. Sammeln Sie 3 Zeichen für eine neue Herausforderung. Nur noch eines. Omnidom. Bye bye. Ja, tschüssi. Das war eine interessante Unterhaltung. Naja, wie man es nimmt. So. Ich will mal sagen, Freunde, wie bereits erwähnt, das war's wieder für die heutige Folge. Nächstes Mal notiere ich mir, die 3 Typen sind noch da unten, notiere ich mir dann, dass wir erst noch Side-Quests ein bisschen, oder machen direkt mit dem nächsten, ne komm, wir machen direkt mit dem nächsten Schrein weiter. Und dann, wenn wir den haben, wir doch ganz kurz noch 1, 2 Side-Quests angehen und dann zum Schluss der Folge Varudan nochmal machen, damit wir da auch Darux plus Fähigkeit haben. Und nachher über nächste Folge vermutlich mal versuchen, uns an der Prüfung des Schwertes. Das kann lustig werden, vor allem ich habe erst ein Viertel des Spiels. 25,4, ein bisschen mehr, okay. Alter Schwede. Ja, so gerade klein ist es nicht. Respekt, Respekt. Bis dahin, ciao zusammen.